Vandaag zit ik hier met Hein Wiens. Dankzij Hein dat u waar gekomen bent. Hij heeft dreimal al zijn hart opereren laten. Hij is ziemlich krank gewesen. En hij heeft dan beim laatsten Mal een sehr besonderes Erlebnis oder wat erlebt, als hij wahrscheinlich in zijn Narkose war. En Hein, willst du dat einmal kunnen vertellen, wat du da erlebt hast? Ja, Jesus sagt ja in Johannes Kapitel 14, Vers 6, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und ich habe ein Erlebnis gehabt, wo ich dort ganz erlebt habe, dort gemeint ist. Bei dort ist. Und ich möchte mein Zeugnis zu Gottes Eier vertellen, zu Gottes Ehre, dass sein Name damit verherrlicht wird. Und dort wir am 1. März 2019, ich war 12 middag im Hospital La Costa in Asunción interniert. Ich hatte sehr weiter abgebrast. Ich hatte schwer mit Atmen. Und gleich einkam der Doktor in mein Zimmer und sagte, wir wollen die Fuß operieren, wir wollen die Fuß im OP bringen, wir wollen die in den Stand einsetzen. Und an einer Stunde wusste ich keine Weidung mehr haben. Am einer Stunde bist du im Zimmer, die Früh kann hier bleiben im Zimmer. Das hat hier sich geht. Und dann ging das alles sehr bosig. Und als ich ihm vielleicht dann meine Handuhr aufgab, und dort habe ich die Sonde angesagt, dem Hortegune. Na, dann hätte ich einmal beklagt, und es wird 1:15, na, dachte ich so, ja, um eine Stunde. Sitzt im Zimmer. Und diese Narkose, was ich dann krieg, will mein Körper nicht mehr abwarten. Ich habe Probleme. Das geht 3,5 Stunden, weil ich war wacker wieder. Und an dieser Zeit bleibt irgendwann, naja, einmal mein Hort stehen. Ich weiß nicht, wie lang. Vielleicht ein paar Sekunden, vielleicht länger. Ich weiß es nicht. Was ich dann erlebt, als mein Hort stehen bleibt, ich befand mich an einem fremden Ort. Weil, als sie gestorben, als sie in der Ewigkeit, meine Frau und meine Kinder waren traurig sein, aber ich dachte, damit, die waren damit fertig geworden. Also ich stehe so, und dann deckt sich vor mir ein schwarzer Tunnel ab. Ein schwarzer Gang. Und ich wusste, das ist der Gang nach der Halle. Und dann hier ich da furchtbare Geräusche aus diesem Tunnel gekommen. Und dann kommen da ein paar Dämonen. Furchtbar erregend wird das. Und ich konnte 7 Steigtale. Die Sache sieht viel schlimmer aus, als man auf Bilder gemalt. Und dann kam der Förster so bei mir, stellt sich vor mich an und sagt, wie kommen die Höhle, die hier stehen. Dann in dem Moment, dann dachte ich an meine Beziehung, wo ich mir 16 Jahre schon jung beziert hat, an der Brüdergemeinde, bei einer Evangelisation mit Albert Ernst.
En dan dacht ik daran, ik had me doch entschlossen, mijn leven lang Jezus nu te volgen. En dan had ik geen angst en geen furcht voor deze demonen. En ik zei dem vrij am gezegd en zei te hem, ik hier te Jezus. En als ik dat zei, die noemen Jezus, dan schreeuwen die bloos, wat wist hier, we willen met die niets te doen hebben. In een ogenblik wie alles was. De demonen weer was, de zwarte tunnel weer was. Wie de naam Jezus verdragen is. En dan deed zich voor mij een licht op. En daar kwam een licht, en dan nam een licht mij aan. Een licht. En dat wordt allemaal dagen. En allemaal beter valt ik niet. En dat we zijn warme, dat we zijn lijf en man feilt sich da so gut an diesem Licht. Ich weiß, das ist der Himmel. Nu komme ich in den Himmel. Aber dort wird ein Schein gefeilt und dort Licht, dort blendet nicht. Aber man will bloß noch mehr davon haben. Man will immer mehr von dem Licht. So wunderbar wird dort Licht. Und dort nahm ich so ganz an. Und dann, auf einmal sage ich an dem Licht, das sind die Menschen. Und da wollte ich erst noch teilen, die Menschen. Aber dann sage ich immer mehr und immer mehr und immer mehr Menschen. Dann sage ich, das ist eine unzählbare Schwach. Das ist unmöglich, die Menschen zu teilen. Das ist unmöglich. Und dann dachte ich, check mal, kann ich da jemand erkennen? Ist da jemand, dem ich kenne? Vielleicht meine Eltern, vielleicht meine Geschwister, vielleicht wer Bekannter. Und dann war ich an. Die Stunde, alle mit mir gesagt, was gedreht von mir. Bloß die Rede wie in mir, und die hatten alle bitte Kleider an, aber so schön, und dort wie aber so fein. Und dann hörte ich den singen. En jachse, en loven, en Gott prijzen. Maar dat hier zich zo schijnt en ik wil bloos doorgaan. Ik wil doorgaan. En dan zag ik dat hij met hem gezegd, alle naar een richting weer. En daar weer dan een verre. Daar weer zo als een hugel. Bloos fijn het licht. Was een glans. Was een wunderbare glans. Dafür hilft es keine Erklärung, wie herrlich dort ist. Und dann sieht mir eine Stimme, da wohnt Gott. Bei dem Hügel, bei dem Licht. Und dann steht ich will Gott sein. Ich will Wort sein von Gott. Aber ich kann Gott nicht sein. Aber die Bibel sagt, Gott ist Licht. Und dort Licht, dort den ganzen Himmel erhellen. En daar wil ik doorgaan. En mijn innigste wens weer bloos nog eenmaal naar God. Ik wil de God. Ik wil niet hinter deze mensen staan. Ik wil door verder staan. Ik wil verder bij God zijn. En dan word ik aan door es zo als een voorhang tussen mij en die mensen. Ik kan daar niet durch. Ik zei alles. Aber ich kann da nicht durch, das ist so aus Glas. Und dann war mir klar, hier kann mich bloß Jesus kann mich hier durchhelfen. Bloß Jesus kann mich nach Gott bringen. Und dann waren mir die Augen aufgetan und dann sah ich an dem Vorhang eine Öffnung. Eine feine Öffnung. Etwas für die Dauer. Da machte ich das. Ich habe nicht viel ab der Öffnung gecheckt und beobachtet, was sagt die, was schmeckt wie die. Weil ich sage, da stand Jesus. Da an dem Dauer.
an der Öffnung für den Himmel. Da stand Jesus. Und das sagt er mal. Bei Jesus wir raten als alle anderen Menschen. Jesus hat ein anderes Licht als Gott. Jesus hat ein anderes Licht als die weiße Kleider, was die Menschen im Himmel haben. Jesus, der sagt so wunderbar. Der sagt so schrecklich Schmuck. Der sagt so fein. Und er geht ab am Tau. Und er sagt seine Augen. Und dann sagt er stond da so einmal ein Schwitzchen geholt hat. Dann sage ich, in jeder Hand wird der Nagelmol von der Nägel, wo sie ihm angeschwitzt hat. Der hat er noch einmal in der Hand. Und so stand er da. Und er verbläst, dass er mich am Arm soll und dann anlassen. Und dann sagt eine Stimme zu mir, deine Zeit ist noch nicht gekommen. Du musst noch einmal trainieren. Das wird mir sehr schuld. Ich will gar nicht trainieren. Aber ich werde mich, aber du hast kein Wäre. Ich werde angedreht. Ich sage auf einmal, das Krankenhaus La Costa und Artigas vom Boven, ich sage das Krankenhaus. Ich sage die Autos ab Artigas vorne. Dann sage ich mein Zimmer. Dann sage ich, mich da am Bad liegen. Ich sage, wo der Doktor da ist. Ich sage, wo der Flyer da eben besiegt wird. Und anders standen noch ein paar Personen. Die arbeiten alle mit mir. Und ich dachte, nee. In diesem Charba will ich niemals mehr trainieren. Ich werde bloß trainieren. Mein Gedanke wird bloß trainieren. Der Gott. Aber ich sage dort, was er da mit mir deed. Und dann sage ich, meine Frau. Ich dachte, was hat meine Frau hier? Die soll doch im Sommer warten. Warum ist er hier besiegt? Und er reichte sieht von mir wie meine Frau. Und dann weite ich ab. Und dann weite ich ab. Ich hatte furchtbare Weidung. Und als wir Kreuzwasser, das gesehen hat von Boven, der Doktor wie hier bei mir besiegt. Hier wäre die andere Krankenpfleger oder Doktor auch, der mit mir gearbeitet hatte, dass ich war da so frisch belebt mich, dass ich da leben soll. Und als ich erst meine Augen aufmache, werde ich Fuß ganz klar wacker. Hab's heute sehr weit gehabt, der Doktor sagt, aber deine Weidung war Fuß vergangen, bleib mal ruhig, bleib ruhig. Deine Weidung war Fuß vergangen, wir haben die Medizin gegeben, serviert auch. Und die anderen gingen alle zu sehen. Und meine Frau, ich rasch und wirklich meine Frau wieder. An dem Sommer, wo sie mir, sie hat das nicht mehr ausgehalten dort, hat Gebet aus 3 Stunden anbieten, hat sie gesagt, ich will mein Mann sein, als das nicht lebendig oder tot ist, oder was ich mit ihm tun, ich will dem sein. Und sie kommen in mein Zimmer und beten für mich. Und das ist ein Erlebnis, was ich möchte Gottes Ehre verteilen. Und ich weiß nicht warum. Ich habe zurückkommen müssen. Gott hat sein Proposito damit gehabt. Hat seinen Aufsicht damit gehabt. Aber ich weiß eins. Wenn ich noch mal gestorben war und ich an Jesus lebe, dann war das für mich der schönste Tag im Leben sein. Und nicht bloß für mich, für alle, die an Jesus Christus leben,
wordt die dag de schönste dag in ihrem Leben, wo Jesus an dauer welkomheid in den Himmel laat. En ik mocht aanladen. Al die mij heren, oder die de Zeugnis zijn, en die dat nog niet klar hebben, als het Jesus ze heren, dan mocht ik aanladen. Kom vandaag nog naar Jezus. Bed aan, dat hij die de zindeschuld verzeiht. En dat zei te Jezus, du wirst te angehören. En dan wordt ook, wanneer du naar hem stoßt, dan wordt die dag voor die de schönste dag zijn. Wie lauert Jezus die aan de arms nemen. Da wordt Jezus die im Himmel aanlaten. Da wordt de Gottes Herrlichkeit sein. Dat is so, als Jesus sagt, ich bin die Weg, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Johann, das ist eine ganz klare Botschaft. Ein korter Titel sagt, ich freue mich, dass wir das können wiedergeben an unsere Toetjes. Und ich mich sehr bedanken, dass ihr diese klare Wort und diese Botschaft an uns allem wiedergebt. Vielen Dank. Jeden gedoen. Ich möchte das Gottes Eier dienen und ich würde mir wünschen, dass dadurch irgendjemand in seinem Leben frisch sich abmacht und sagt, ich will Jesus nur folgen, ich will zu Jesus hier, ich will auch im Himmel sein, ich will da haben. Das ist mein Bestreben, was von jeder Tag. Ich sollte leben, dass ich weiß, wann ich stehe, dass ich kann dann im Himmel ankommen. Gut.